Christi, bei mir gibt's heute ein Gulasch. Ich glaube, mit dem Kochen ist es so wie mit dem Leben. Es gibt kein richtig und kein falsch, jeder geht seinen eigenen Weg. Und ich zeige dir jetzt, wie ich ein Gulasch mache. Du kennst das ja schon bei mir. Ich zeige mir zuerst her, was wir brauchen. Also wir machen heute ein gemischtes Gulasch. Das ist jetzt ja nicht ganz halb-halb, es ist ein bisschen weniger Rind und ein bisschen mehr Schwein. Genau. Dann brauchen wir Zwiebeln. Wie viel du nimmst, liegt bei dir. Ein Tomatenmark, ein bisschen eine Karotte kommt später rein. Vielleicht tue ich dann auch noch eine Kartoffel dazu. Ungefähr, ja, eine halbe Stunde, bevor das Gulasch dann fertig ist. Insgesamt braucht es schon gut 1,5 Stunden. Dann habe ich Salz, Pfeffer, eine Bio-Gemüsebrühe zum Aufschütten, Kochcreme, Kochsahne. Ja. Dann brauche ich eine große Pfanne zum Anbraten. Dann starten wir, oder? Die Zwiebeln habe ich jetzt schon gescheit. Ich habe jetzt 2 rote genommen und eine weiße. Und die schneide ich jetzt. In der Zwischenzeit bin ich schon am Erhitzen von, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht 400 Milliliter Wasser. Da mache ich dann die Gemüsebrühe rein. Und mit der wird dann immer wieder so schäpferweise das Gulasch dann aufgossen. Am Heulen bin ich auch schon wieder. Ja, und ich weiß, da gibt es Tricks. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so tragisch, wenn ich heute ein paar Tränchen mal in die Augen habe. Ich bin jetzt normal keine, die nah am Wasserbauch ist. Genau. Aber ja, das Wetter ist, ich schaue gerade raus und es schneit. Heute haben wir den 3. April. Wunderbar. Kein Kommentar. Ja, es gibt Schlimmeres. Irgendwann muss der Frühling kommen. Da geht gar kein Weg dran vorbei, oder? Und ich freue mich auch schon wieder riesig drauf. Einfach, ja, aufs Wandern, auf den Sonnenschein. Natürlich ist bei uns in Bayern oder in Oberbayern ganz speziell immer Ski, auch im Winter, ja, klar. Aber ich bin halt einfach auch ein Sommermensch und mir persönlich kann es jetzt nicht heiß genug sein, ich weiß schon. Andere sagen, nein, über 30 Grad, das war nichts für mich. Ich hätte doch kein Problem. Wie ist es bei dir? Bist du auch ein Sommermensch? Magst du auch gern warm? Oder vielleicht auch nicht allzu warm? Ist dir das dann schnell zu letzt? Ja, ich begrüße übrigens alle neuen Zuschauer. Vielleicht sind auch ein paar dabei, die ja gar nicht so gut bayerisch sprechen. Ihr kennt das als ja, Workshop nehmen, damit ihr euch so an diesem Dialekt gewöhnt. Schaut nichts und versteht dort sowieso alles, weil ich im Endeffekt ja alles, was ich tue, herzeige. So, ausgeheult. Das Wasser ist auch schon gleich am Kochen. Dann tue ich die Gemüsebrühe. Dann nehme ich jetzt ja, einen Teelöffel. Das reicht. Wir tun das Gulasch ein bisschen. Wir tun das Gulasch dann auch noch würzen. Die Gemüsebrühe habe ich jetzt aufgekocht und auf Zeiten gestellt dabei.
Die brauchen wir jetzt noch nicht gleich. Was ich natürlich vorher wieder vergessen habe, wir brauchen ein Öl zum Anbraten vom Gulasch. Die Pfanne habe ich jetzt auch schon am Erhitzen, ist noch nicht ganz so weit. Dann brauchen wir natürlich noch einen Kochlöffel. Ja, das dürfte jetzt so weit alles sein. Wie gesagt, das wird ja jeder. Das Gulasch ein kleines bisschen anders machen vielleicht. Aber ich zeige dir jetzt einfach einmal, wie es ich mache. Und vielleicht sagst du, ja, das ist gar nicht schlecht, das könnt ihr auch mal so machen. Ich hau jetzt zuerst tatsächlich das Fleisch rein. Und zwar das Rindfleisch. Falls du ein neuer Zuschauer bist, ich habe so ein paar so Marotten, Angewohnheiten, wie wahrscheinlich jeder. Ich sage ziemlich oft so. Da musst du bei mir drauf wohnen, du kannst ja gerne mal, wenn du ganz viel Zeit hast, mitzählen, wie oft ich sage, in einem Video sage. Aber ich konnte jedenfalls nicht verhindern, weil ist halt so. Und schon wieder so, gell? Uiuiuiui, das spritzt. Ich habe jetzt das Schwein auch dazu da. Ein Gulasch ist eigentlich ein sehr dankbarer Sache zum Kochen, weil im Endeffekt, wenn es dann erst einmal so weit im Topf ist, dann braucht eigentlich außer hin und wieder vorbeischauen und umrühren gar nichts mehr machen. Ja, dann schalte ich jetzt doch mal kurz den Dunstabzug ein, also ab jetzt erst du nicht mehr, okay? Das darfst du schön scharf anfangen, das Gulasch. Zwingst die Röstaromen. Falls du jetzt sagst, nein, so umständlich, jetzt halt einzeln umdrehen, so viel Zeit hätte ich ja gar nicht. Ja, ich schon, beziehungsweise ich nehme es noch. Weil wenn ich eins hasse, dann ist es beim Kochen eine Hetzerei. Das wäre bei mir nie was. Ich brauche beim Kochen Zeit und Muße, dann macht es mir auch Spaß. Mal das Ganze gewendet. Jetzt tue ich die Zwiebeln dazu. Und nochmal weiter schön scharf aufräumen. Ich habe noch eine Chili gefunden. Die kommt jetzt auch noch mit rein. Wir nehmen es gern scharf. Wenn du jetzt natürlich sagst, vertrage ich nicht oder die Kinder nehmen das nicht, ist klar, muss ja nicht. Es gibt, ja, vieles kann, nichts muss eigentlich beim Kochen. Der Erfolg gibt dir recht, du kochst es so, wie es euch alle schmeckt. Dann passt es, also dann stimmt es auch. Wie gesagt, es gibt da kein Schwarz und kein Weiß. Voll richtig und zwar falsch. So, die Chili jetzt da das jetzt verteilen. Die ist jetzt nicht so scharf, dass man Tränen in die Augen hat oder so, gar nicht. Pfeffer. Ich halte das jetzt doppelt fest, weil da habe ich neulich umeinander geschraubt, nicht dass ich dann die Hälfte von meiner Pfeffermühle im Gulasch drin habe. Das braucht es jetzt auch nicht. Paprika. Das riecht sehr gut.
Die Tomaten habe ich jetzt auch schon drinnen. Vom Würzen her, da wird mit Sicherheit nochmal nachgewürzt. Deswegen habe ich jetzt Salz, Pfeffer, Paprika auch noch da stehen lassen. Also das war jetzt noch nicht alles an die Würzen, was ich reingedrückt habe. Ein Lorbeerbladel habe ich mir auch schon hergekriegt, das kommt aber auch erst ein kleines bisschen später rein. Jetzt kann ich schon ein bisschen was vom Tomatenmark reinigen. Ich tue mich immer schwer mit so Mengenangaben. Das ist jetzt vielleicht gewesen, sagen wir mal, eine Vierteltube oder vielleicht auch so eine kleine Dosen voll. Das ist auch kleiner drin. Auch das Tomatenmark, der ruhig ein bisschen abwurzeln. Zwischendrin kann es bei mir immer eine kleine Ergänzung oder Planänderung geben. Also du siehst, es lohnt sich dabei zu bleiben. Mir ist jetzt eingefallen, ich hau nur einen Schluck Rotwein rein. Machst du natürlich nicht, wenn du Kinder hast, kleine. Muss auch nicht sein, macht aber einen leckeren Geschmack und verkürzt sie auch. Also du kriegst jetzt keinen Rausch von dem Schluck. Ich habe bis jetzt den Herd noch immer auf der höchsten Stufe gehabt. Jetzt habe ich aber runtergeschaltet auf 2 und gieße jetzt gleich einmal mit meiner Gemüsebrühe auf. Ein bisschen. Die Röstaromen sind nämlich schön, aber total verbrennen muss es nicht. So. Dann noch ein bisschen drauf. Jetzt bildet sich schon richtig schöne Sauce. Warum ich das jetzt in einen anderen Topf rein tue, es ist so, ich habe es beim letzten Mal schon erklärt, ich habe für die Pfanne hier keinen Deckel, aber das ist nicht der einzige Grund. Ich wollte mir ein, dass manche Sachen einfach so von Soße bedeckt sein müssen und da gehört für mich Gulasch zum Beispiel dazu. Jetzt dauert es nicht mehr lang, dann tun wir umtopfen. So. Jetzt wird umgeladen. Das gute Röstaroma nehmen wir natürlich mit. Demzufolge habe ich jetzt von der Gemüsebrühe ein bisschen was in den Topf da. Und das kommt jetzt mit rein ins Gulasch. Das darf jetzt so auf 1,5 ungefähr, ja, leicht noch eine gute Stunde dahin köcheln. Ich nehme jetzt ein bisschen Rosmarin, das ist bloß ein Bladel praktisch, und ein Lorbeerblatt. Jetzt habe ich die halbe gelbe Rum geschnitten, also Karotte, und eine da, hauptsächlich eigentlich, ja, wegen dem Geschmack, wegen der Farbe. So. Und weil ich jetzt nebenbei Zeit habe und nicht zu weit weggehen kann, weil ich immer wieder mal umrühren muss, mein Gulasch, kann ich auch in der Zwischenzeit schnell Knödel machen. Das heißt schnell, ich mache Knödel. Dazu mache ich jetzt ein Milligramm. Wie man Knödel macht, habe ich schon mal hergezeigt. Aber so ein kleiner Auffrischungskurs schadet nie.
250 Gramm Knädelbrot. Ich nehme immer das in Scheiben geschnittene, ich mag das in Würfeln nicht. Salzen. Mehl ist eingeschaltet, ja, weil sonst da die lang warten, bis es warm wird. Gell? Und während ich die Petersilie schneide, kann ich dir gleich mal was erzählen. Zum Thema auch, ja, Geduld. Gell? Meine Oma, die hat immer was gemacht, sie hat das genannt bradiges Rindfleisch, also eigentlich war es ein Rinderbraten. Und die hat ja da keine großartigen, außergewöhnlichen Zutaten dazu genommen. Halt ein gutes Rindfleisch, Zwiebeln, ja, Sahne, so Kochsahne, Salz und Pfeffer, das war's. Ja? Wir, die ganze Familie, meine Mutter, meine Schwestern, ich, wir haben ihr auch dabei zugeschaut, wie sie es macht, und das war jetzt nichts Besonderes, aber keine von uns hat dieses bradige Rindfleisch, wie sie gesagt hat, so hingekriegt wie meine Oma. Und wir haben alle umeinander gerätselt und haben uns gedacht, das gibt's doch nicht. Die hat irgendeine, ja, die muss irgendeine Geheimzutat haben. Gell? Ja. Und einmal war ich bei ihr und sie hat gerade wieder dieses bratige Rindfleisch gemacht. Und dann habe ich es rausgefunden, was die Geheimzutat war. Die hat es umrühren vergessen manchmal. Da hat das Telefon klingelt und sie hat mit ihrer, keine Ahnung, mit ihrer Schwester telefoniert. Und sie sind halt vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Und sie hat schlicht und einfach das Umrühren vergessen, sodass das Rindfleisch jetzt nicht verbrennt ist, aber ein kleines bisschen anbrennt ist. Und das haben wir dann herausgefunden, war letztlich dieser einzigartige, wunderbare Geschmack. Manchmal sind die einfachsten Dinge, kann man sagen, die leichtesten. Und überhaupt habe ich im Nachhinein betrachtet, Nummer 3, gell? Ganz viel von ihrer auch gelernt. Ich habe dann zum Beispiel einmal einen Schubeck zugeschaut und der hat dann Knädelwasser in die Sauce rein da und hat da einen Zirkus drum gemacht, wie wenn er das erfunden hätte und wie wenn das Trick 17 war. Und ich habe mir dann bloß für mich selber gedacht, das hat meine Oma schon gemacht damals, aber die hat halt kein Geschiss drum gemacht. Die hat auch immer ein bisschen einen Schöpfer, Knädelwasser oder Nudelwasser, dann in die Sauce rein. Deswegen sage ich immer, wenn du denkst, ah ja, super, wie das die anderen alle machen, ja, toll, die kochen auch bloß mit Wasser. Knädelberg ist auch schon fertig. Jetzt kommt ein bisschen eine Kochsahne rein. Braucht aber noch, es braucht Zeit. Gut Ding will Weile haben. Und da ich so beende ich das Video jetzt einmal. Das Gulasch braucht noch. Die Knädeln werden dann, so schaut der Knädelteig aus. Die werden dann geschieben, also das werden kleine Kugeln geformt und die werden dann in kochendes Salzwasser gelegt. Dann die Hitzen runtergedreht und für 20 Minuten, 25 Minuten so dahin köchelt. Wie es nachher später auf dem Teller ausschaut, das siehst du dann. Das hätte ich jetzt noch fast vergessen. Ich habe jetzt die Kartoffel geschält, tue die jetzt in kleine Würfel schneiden.
Und dann, wie gesagt, eine halbe Stunde bevor das Gulasch fertig ist, noch ins Gulasch schneiden.